Hey, Sally zusammen. Heute machen wir etwas, wo ich ein bisschen aufgeregt bin. Und zwar werde ich jetzt erstmal Film entwickeln. Alte, analoge 35 mm Film, 36 Fotos. Das Risiko besteht, dass alles in die Hose geht, dass wir schlussendlich kein Foto haben. Wir werden es sehen. Ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf und schaue, ob hier etwas Brauchbares drauf ist und ob wir das vorbringen. Also als erstes nehmen wir mal den Patterson Tank auf die 2 Rollen, kommt nachher der Film drauf. Es rebelt und raschelt jetzt halt ein bisschen. Ich habe vom Kollegen schon so einen Testfilm bekommen und das habe ich schon mal probiert, weil ich habe hier keinen Darkroom, ich muss das nachher alles in einem schwarzen Sack innen machen. Das ist der hier, der war nicht in dem Cinestill-Päckchen innen, in diesem Kit. Den habe ich separat noch gekauft, jede Store für einen Fotoladen. Schwarze Flaschen. 2 Stück. Mehr schwarze Tankchen. Chemikalien zum Entwickeln. Ein Trichter, ein Messkübel. Das Teil hier, das die Temperatur des Wassers nachher schön gleichmäßig einstellen. Ich glaube, das Teil ist noch recht wichtig. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Das finden wir jetzt zusammen raus. Und that's it. Das ist wahrscheinlich, hoffentlich, alles, was man braucht, um selber 35 mm Film zu entwickeln. Wie ich schon gesagt habe, ich habe keine Dunkelkammer hier in meinem Büro. Ich kann nicht komplett abdunkeln. Und darum habe ich diesen Sack gekauft. Da kann ich nachher hier vorne, wenn ich das richtig sehe, kann ich dann alles Material, das ich brauche, rein tun. Also zum Beispiel die Filmrollen. Ich kann es hier innen drinnen auftun. Ich kann es hier innen drinnen, ohne zu schauen, drauf tun. Und nachher schlussendlich dann alles in den Tank rein. Deckel drauf und dann ist es lichtdicht verpackt. Also, wir haben jetzt hier mal den Sack parat. Ich tue jetzt da mal alles rein, was ich das Gefühl habe, was ich brauche. Also, ich tue 2 Filme rein. Ich tue die da mal ein bisschen rechts her. Ich tue die 2 Spulendingers her, wo ich dann den Film drauf tue. Dann das Kanisterchen, wo das ganze Zeug reinkommt. Mit dem Teil, das draufkommt. Das und das nicht. Nachher brauche ich eine Schere, weil man muss dann hier eigentlich das ein bisschen abschneiden. Dann geht es ein bisschen gäbig in das weiße Teil rein. Wir tun jetzt mal den Innensack zu. Dann tun wir den Äußersack zu. So. Oh. Meine Uhr ziehe ich glaube noch ab. Die macht das innen drinnen Licht. Das war ein super Gang. Plötzlich läutet jemand an, da steht in der Tour am Leuchten. Der Film kaputt. Also, jetzt kann ich mal das Zeug suchen. Also, Film habe ich einen. Und zwar, ihr seht, ich kann entweder hier bei dieser Lasche das so hinterher schreissen, dann kann man den Film rausziehen. Oder man kann hier oben den Deckel wegmachen. Und das habe ich schlussendlich gemacht. Mit dem hier habe ich hier oben schlussendlich, ich weiß nicht, ob man das sieht, so den Deckel weggemacht und dann das Ganze wie oben rausschreissen. Weil das ist ja dann nicht so, das ist ja drinnen, wenn der Film fertig belichtet ist. Habe ich hier nachher abgeschnitten. Eigentlich auf der Höhe, wo da die Kurve fertig ist. Und nachher bin ich mit dem eigentlich nachher hier so rein. Also das fährst du hier ein. Tack, tack. Bei denen fährt man das da so ein. So ein bisschen weiterziehen, dass es so schon so ein bisschen drinnen ist. Und dann muss man immer so hin und her. Und ist nachher ready to use. Genau. Ich habe es dann irgendwie verliert und ich kann es, das habe ich zum Glück auch geübt, ich kann es wie weiter drehen und dann kommt es wie auf. Und das hier, nur so zu sagen, nie am Licht machen. Aber das muss alles wirklich im Fenster innen sein, sonst ist es Feierabend. Ich glaube, ich kaufe mir so einen Filmöffner. Ich habe mir noch einen Flaschenöffner geholt. Vielleicht geht es mit dem besser. Ich gehe wieder mein Zeug suchen. Ja. Ich habe es geschafft. Jetzt sind wir den schön vorne. Dann müssen wir den zweiten suchen. Der ist leider nie mehr. Hier, ich habe ihn. Yes! Die zweite habe ich offen. So. Jetzt der Film. Jetzt nehmen wir den mal raus. Da sind unsere Weihnachtsfotos drauf. Ja. Ich habe das kleine Läschchen da. Habe ich vorschreissen. Und jetzt probieren wir die mal abzuschneiden. Jetzt ist natürlich die Schere wieder vor. Hey, das ist so nicht mein Ding. Hier, ich habe es auch mal, Jenny. Schneid mal etwas ab, wenn du nichts siehst. Autsch! Ich habe es abgeschnitten. Den Filmstreifen auf das weiße Spule aufzuspülen. Das ist echt schwierig. Daheim habe ich so gedacht, ja, voll easy. Wenn man es sieht, ja, das ist kein Problem. Da so zwischendrin. Oh, ich glaube, es funktioniert. Es funktioniert! Juhu! Es geht!
muss ich das am Schluss abschreissen, aber schon. Ich habe es abgerissen. Aber ich hasse es. Jetzt das erste Röllchen ist auf diesem weißen Ding aufgespult. Suche ich hier meinen Tank, der ist hier. Nehme dann den Deckel wieder dran. Tue das Röllchen auf den schwarzen Stift. Das geht. Tue den schwarzen Stift da unten rein. Das ist auch gegangen. Gut, jetzt das zweite Röllchen. Das kann ich jetzt hier rausschreissen. Das klappt sogar. Ui, ui, der rollt sich von selber schon ab. Ja, am zweiten Mal geht es schon ein bisschen ringer. Jetzt schneiden wir da mal ab mit der Schere. So, dann nehmen wir das weiße Röllchen wieder vor. Wir schauen, wo die Dreieckchen sind, wo das reinmachen. Nein, das geht nicht vorwärts. Ja, der würde sie noch hängen sein. Wieso mache ich das? Ja, der ist auch hinüber. Also, ich habe das weiße Röllchen auseinandergenommen, das kann man. Und der Film, der auch irgendwie falsch aufgegliedert war, wieder dran können. Wie viel zahlt man für einen Film zu entwickeln? So, ich glaube, ich habe es gut drin. Ja, es krosst hier nicht mehr so wie vorher. Irgendwann muss man mal anfangen. Ha, da haben wir es glaube ich gut. Nein! Mal. Nein! So. Neuer Versuch. Das ist voll easy. Auf YouTube sagen sie, es ist voll easy. Jetzt geht's. Jawohl, jawohl. Es ist drauf. Wo ist Jerry? Wie weit hinten kommt das letzte Foto? Wenn das letzte Foto bis ganz zum Schluss kommt, dann schneide ich das Foto aber nach. Abgeschnitten. Also, das obere Röllchen ist das, was wir in den Kampf hatten. Jetzt ist das Bild drin, beides in diesem Patterson-Tank. Jetzt kommt da der Deckel drauf. Ja, das hat. Ich glaube, es ist fertig. Und wir machen jetzt weiter. Jetzt packen wir schnell mal noch all die Chemie aus. Mit so einem Päckchen hier kann ich 24 Filmrollen durchlassen. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Eine Anleitung, die muss ich jetzt vielleicht diesmal wirklich mal lesen. Es ist glaube ich wirklich recht einfach. Part A, A4, C6, Part C3, B, Final Rinse. Einfach, sage ich es. Das ist Schule nicht einfach im Fall. Ich habe im Migros so einen 5-Liter-Tank destilliertes Wasser genommen. Ich habe das Gefühl, es macht Sinn, wenn man gutes Wasser nimmt. Tue ich da mal rein, und zwar ist es noch gäbig. Auf diesem Messbecher hat es eigentlich eine Markierung hier bei 20 Ounces. Das ist irgendwie knapp unter 600 Milliliter. Genau bis dahin brauchen wir Wasser. Gut, und dann eigentlich gibt es da Rot, das 1, 2 und das 3. Das sind die Entwickler. Ich kann jetzt das Ganze hier drin leeren. Und dann haben wir hier mit Blau haben wir dann Part A, Part B, Part C. Das ist dann der Fixierer. Das kommt dann nachher rein. Und das hier ist dann noch ganz der Schluss. Also das heisst, jetzt leere ich das nächste in der richtigen Reihenfolge. Leere ich das hier rein. Aber ich muss zuerst das Wasser aufwärmen. Und für das habe ich jetzt so ein Teil. Und zwar ist das hier. Und jetzt müssen wir das Wasser auf 120 Grad Fahrenheit, also 49 Grad, aufwärmen. Das heisst, ich lasse es mal an, indem ich jetzt 1 Sekunde aufdrücke. Dann zeigt er mir an, momentan ist es 23 Grad. Das stellen wir hier an diesem Rädchen ein. Ein bisschen mehr, weil es kühlt dann auch wieder ab. So. Ha! Nee, dann bist du immer noch nicht happy. Ja? Wir lassen es dann mal aufheizen und dann, sobald es aufgeheizt ist, kommt eigentlich das hier rein. Also, jetzt müssen wir schnell abstellen, das ist jetzt schon 40 Grad. Jetzt leere ich mal da die Chemikalien da rein. Okay, also das erste haben wir drin da. Jetzt lassen wir den nochmal an, jetzt können wir den wieder ein bisschen weiter hoch. Super, wir sind bei 40 Grad. So mixt es jetzt aber das Ganze. Hallo Katie! Komm nochmal! Guck mal, was Tati macht. Hä? Hast du gesehen? 47, wir haben es jetzt gerade. Schnell abstellen nochmal. Musst du auch mal schauen. So. Wenn ich da reinleeren. Mal schnell ein bisschen rühren. So. Der Piepser, der ist auf 49,6 Grad. Das ist sogar schon auf 50. Das stellen wir mal an. So. Jetzt leeren wir das auch noch rein. Okay, das haben wir geschafft. He? Haben wir das gefilmt, wie wir das drin? Nein. Nein.
Also, wir haben etwas übersprungen. Der Entwickler haben wir jetzt da drin getan, wir haben das zuerst ausgespült, dann haben wir das da drin geleert, das ist jetzt recht schön warm. Und dann haben wir das hier ausgespült und haben hier neues destilliertes Wasser drin getan. Und zwar jetzt nicht mehr 20, sondern 18 Unzen. Und das müssen wir jetzt so aufheizen, und zwar auf 51,7 Grad. Und dann tun wir das schon rein, weil es ist ein bisschen knapp mit dem Platz. Katie, kannst du das mal haben, dass es nicht umgeht? So festhalten ist gut. Das auch schon mal reinlegen, gell? 51,7. Der ist am Heizen und am Mixen. Super! Achtung, du musst gut haben. Das reinleeren. Das rein. So. Ja, jetzt müssen wir das schön abspülen, das Ding. Also, und jetzt kommt das hier in unseren zweiten Kanister. Gut, geht die. Genau, so tust du wie Traubensaft. Und dann schreiben wir das mal an mit Blix. Hilfst du mir noch? Das ist wahr. Und zwar das letzte ist jetzt noch der Stabilizer, wo wir müssen 30 Unzen Wasser. Guck, jetzt kommt noch das letzte Fläschchen. Raumtemperatur. Ja, wir sind ein bisschen unter der Raumtemperatur. Wir nehmen jetzt gleich schnell mein Ding da unten. Und dann tut es gleichzeitig ja auch gerade ein bisschen rühren. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass das so schaumig ist geworden. Ja, ich glaube, das ist etwas schon gut. Wir nehmen jetzt das Ding mal raus. Ja, das Schäumchen gefällt mir irgendwie nicht so. Ich habe jetzt mittlerweile, man sieht es hier, das eingerichtet mit den 2 Chemikalien. Roter Deckel ist das, was ich als erstes rein tun muss, der Developer. Und schwarz ist der Blix. Die sind jetzt beide schön auf 39 Grad eingestellt. Ich habe noch in der Apotheke gratis so ein Rührstäbchen bekommen. Das ist vielleicht auch noch gut. Es haben scheint eins dabei bei diesem Set, aber ich habe es einfach irgendwie nicht gefunden. Hier habe ich noch Wasser drin. Hier ist einfach Wasser drin, jetzt als erstes zum Spülen. Und somit ist eigentlich alles hier innen jetzt 39 Grad. Also der Entwickler, der Blix und das Wasser ist am ersten zum Spülen. Wir haben jetzt eben hier den Tank. Ich nehme jetzt hier ab. Wenn es da leichter geht, spielt es keine Rolle, weil das ist abgedeckt. Und jetzt, was ich als erstes eigentlich mache, ist, ich tue das 39-gradige Wasser da rein und tue den Film schnell ein bisschen spülen. Das hat vielleicht, wenn es so ein bisschen Zeug drauf hat, vielleicht wird das alles angespült. Am Schluss leere ich das nachher aus. Und dann fange ich eigentlich an mit dem Developer hier rein zu tun. Dann tue ich irgendwie für 3,5 Minuten, muss ich dann immer so wenden, dass die Flüssigkeit, die Entwicklungsflüssigkeit überall auf den Film geht und das ist in diesem Spuli. Gut, also ich fange mal an mit dem 39-gradigen Wasser. So, das ist voll. Dann, ich tue jetzt mal den Deckel schon drauf. Da habe ich ihn schon mal drauf gehabt und dann sehe ich nicht, ob es rund. Nein, das sieht eigentlich gut aus. Und hier, bei der Anleitung dazu, hat es ein mega gutes Ding, wo das alles genau drauf steht. Also wenn, wie, was, wo, das ist wirklich super dabei. Jetzt leeren wir das Wasser aus. Ihr seht, es hat eine recht crazy Farbe. Je nach Film, den man nimmt, hat es eine Farbe scheint. Gut, und jetzt geht es eigentlich sofort weiter mit dem Entwickeln. Hey, Scheibe, ich weiß gar nicht, wer alles muss lernen. Das ist ja gleich, jetzt muss ich auf jeden Fall Gas geben. Und nachher muss ich das 3,5 Minuten heizen. Und zwar die ersten 30 Sekunden muss man das die ganze Zeit so wenden. Ah ja, beim Herstellen soll man noch so ein bisschen klopfen. Und dann gehen, wenn es Luftblättchen hat im Film, gehen die hoch. Jetzt warten wir schnell 30 Sekunden. Gut, jetzt ist es eine Minute drin. Jetzt mache ich das wieder. So, dann stellen wir es nochmal her. Gut, tun wir noch einmal. Gut, noch einmal. Jetzt sind wir schon gleich bei 3 Minuten. So, und nach 3,5 Minuten muss ich dann die Flüssigkeit sofort rausnehmen. Machen wir noch einmal. Jetzt haben wir 3,5 Minuten. Das wären 3,5 Minuten gewesen. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel drin. Ja, ich hätte auch nicht so viel brauchen drin. Schauen, dass da alles rauskommt. Und jetzt nehmen wir da alles raus. So, also, jetzt nehmen wir da unser Split. Das geht jetzt 8,5 Minuten. Ja, Start. Schön zu. So. Wir sind dran. 3 Minuten sind um. Näher ins Mandy.
jetzt sind die 8 Minuten durch. Jetzt ziehen wir das Säuferchen auf. Und das Entwicklerding, das ist recht farbig, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Das ist recht brünschelig. Also, jetzt wir das auswaschen. 7 Mal in 3 Minuten. Einfüllen Wasser, ausleeren, einfüllen, ausleeren. 3 Minuten lang. Das geht jetzt über zum Brötchen. Und dann komme ich zurück und dann kommt dann noch das hier drin. So, also, jetzt kommt noch der letzte Schritt. Ich habe jetzt das hier 3 Minuten lang ausgespült und immer wieder ein bisschen gedreht und gekehrt, für dass eigentlich all die Chemikalien jetzt rausgehen aus dem Tank. Und das letzte, was jetzt noch kommt, ist, wir nehmen das. Der Schaum ist zum Glück auch fort hier. Der Stabilizer. Wir tun jetzt hier ein bisschen Stabilizer rein. Schütteln und rütteln. Über 40 Sekunden. Deckel nicht drauf. Jetzt ist die Minute gut um. Jetzt tun wir das schön wieder zurücklegen. So, rosarot und wieder ein bisschen mehr Schaum. Aber ja, easy. Jetzt am Schluss, der letzte Schritt noch. Ich tue noch mal ein bisschen destilliertes Wasser rein. Jetzt haben wir das ausgeleert. So, jetzt hier drinnen sind die 2 Filmrollen, die jetzt entwickelt sind. Ich bin mega gespannt, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, jetzt werde ich das nämlich eigentlich auftun. Die Negativstreifen dran nehmen, ab diesen weißen Rollen. Dann werden wir es aufhängen, trocknen. Ja, und dann kommt der nächste Schritt, wie bringe ich die in ein Positiv, beziehungsweise dass ich sie dann anschaue. Aber jetzt ziehen wir einfach zuerst mal auf und schauen, ob überhaupt etwas drauf ist. Ja. Das Viertel kommt raus. Da ist etwas drauf! Da ist etwas drauf! Oh, und dann probieren wir das. Ja, da sind Viertel drauf! Es ist gegangen! Ich muss herausfinden, wenn ich das hier rausnehme, ohne dass ich das gleich alles verschreisse. Ja, es geht! Ziehen wir das mal dran. Haha! Mein erst selber entwickelter Film ist hier! Jetzt, ich weiß nicht, wie man das am besten trocknet. Das habe ich nicht angeschaut oder nicht im Kopf. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Hutu. So, einmal drüber fahren, ganz sachte. Zack. Oh nein, das ist nicht gut. Das sollte nicht an den Boden kommen. Das ist nämlich das schon das erste Mal. Voll Staub. Ist es schon? Ja, ihr seht, ich muss noch viel lernen. So, das haben wir jetzt hier mal angemacht. Aber das Unterste hat also ein paar 5, so 10, so 20, so 50 aus unserer Münzkiste genommen. So. Gut, ist auch anders, aber haha, man sieht es sind Fotos drauf! Ich sage euch, es fühlt sich echt gut an. Wenn ich jetzt das sehe, da, und da unsere Kids sehe und irgendwelche Fotos von Weihnachten, Zugrosse von den Kindern, Grosseltern von den Kindern, mega cool. So, hey, wir sind fertig. Hinter mir hängen jetzt wirklich tatsächlich 2 Filmstreifen, die ich selber entwickeln hier, die wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich gut rauskommen. Wir haben ja einerseits den ganz fotografischen Part und den kenne ich ja schon aus dem Digitalen. Also das Ganze, was einstellen, welches Objektiv, Bildkomposition, Kontrast, mit Licht arbeiten. Bei der analogen Fotografie kommt jetzt für mich hier noch ein zusätzlicher Schritt dazu. Man ist viel mehr involviert beim Analogen im ganzen kreativen Prozess. Und es ist mehr ein Handwerk. Die digitale Fotografie, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand von euch oder ich würde sagen, als Fotograf bist du Handwerker. Als Handwerker da kommen in die gängigen Berufe in den Sinn, das ist gar keine Frage. Aber hier fühle ich mich eher noch so ein bisschen als Handwerker. Also ich gehe einerseits eben Fotos, wie ich schon gesagt habe, der Prozess dort ist gleich, analog, mehr oder weniger gleich. Hier kommt jetzt aber noch etwas Zusätzliches dazu, nämlich die Entwicklung. Die ist nicht mega kreativ jetzt, das muss man relativ genau arbeiten, aber gleich ist es so, ich bin der jetzt von diesem Filmstreifen mit diesen Chemikalien hier bei mir in meinem kleinen Büro irgendwie etwas auf den Filmstreifen vorholen. Und das macht mega Spass und das finde ich echt cool. Wenn ihr Fragen habt zum ganzen Film entwickeln, fragt nicht mich, weil ihr habt gesehen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe wirklich mit einem YouTube-Video auf dem iPad, darum ist schon immer das iPad angestanden. Ich habe das Gefühl, es ist ja mal etwas rausgekommen, ich habe nicht alles falsch gemacht. Ich hoffe, ich werde sehr gleich schon das nächste machen können. Ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf. Danke noch einmal fürs Reinschauen. Hey, ich würde mich mega freuen, wenn ihr einen Kommentar drunter schreiben unter das Video, vielleicht ein Like rein tun oder vielleicht auch jemandem den Link weiterschicken, wo ihr das Gefühl habt, der oder die könnte es interessieren. Mitbericht! Mist!
Mir ist etwas Wichtiges in den Sinn gekommen. Erstens, ich habe das wirklich zum ersten Mal gemacht und habe es in diesem Sinn nie vorher ausprobiert. 2 Punkte. Ich bin sicher, dass ganz viele von euch das auch schon gemacht haben. Selber Filme entwickelt. Vielleicht auch jetzt erst neu, weil ja Film jetzt wieder so ein bisschen in ist. Vielleicht habt ihr es aber schon vor 10, 20 Jahren mal gemacht und habt vielleicht jetzt über ganz viele Sachen hier müssen schmunzeln. Aber mir hat es immer interessiert. Ich habe es immer cool gefunden und ich wollte es immer machen. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt fange ich einfach an, keine Ausreden mehr. Jetzt gehe ich dahinter. 3. Punkt. Mir ist es wichtig, sehr vieles, was ich jetzt hier gesagt habe, ist wahrscheinlich nicht unbedingt richtig oder nicht ganz wahr. Oder könnte man besser oder gescheiter oder schlauer machen. Und dementsprechend ist das Video nicht «That's the way to do it», sondern das war wirklich jetzt einfach mal mein erster Versuch gewesen. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr etwas besser könnt oder findet oder andere vor einem Fehler wollt bewahren wollt, die das Video vielleicht anschauen und selber dann etwas machen, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Euer Wissen dürft ihr gerne einfließen. Und ich bin natürlich auch mega gewundert, und wenn ihr irgendwie super Ideen habt oder irgendwie mehr Tipps habt, schreibt es unbedingt her, würde mich sehr freuen.